Hi everyone, and welcome to this new video, which is the first out of a new series that talks about specific topics. Today we're going to talk about something that has been asked quite a lot, which is working in the care field. I am, of course, not an expert in this field, so if you have any remarks or questions, please leave them in the comment field. As usual, don't hesitate to also follow me on Instagram. A big thank you goes out to all my patrons on Patreon. Your support allows me to keep finding new little ways to improve the channel. Thank you so much, Patricia, Momar, Julie, Mustapha, Georges, Mariam, Sandrine, Anacleto, Sergio, Élise, Denis, Anaïs, Michael, Cindy et Marie-Cléa. As announced, the topic of this video is am Pfleegeberäich schaffen, working in the care industry. Moin, ich bin Mathilde und ich bin E08. Heute schwätzen wir über meine Arbeit. Ich fahre bei den Patienten heim. The verb fahren is irregular and conjugated as follows. Ich fuhren, du fährst, hien hat fährt, mir fuhren, dir fuhrt, sie fuhren. We say bei Patienten because it's a movement towards a person. Bei plus Personen. Here are some other examples. Ich geh bei den Doktor. Ich fuhre bei meng Boom. Ich schlafe bei de Christoph. Here we say heim because it's a movement towards the home. Ich mache einen neuen Verband. Ich muss den Blutdruck. Ich muss die Fever. Ich gebe den Patienten Medikamente. Ich mache Piqûren. Ich helfe auch den Patienten, für sich umzudrehen. Helfen is an important verb, and good news, it's regular. It's conjugated as follows. Ich helfen, du helfst, hien hat helft, mir helfen, dir helft, sie helfen. Sich umdrehen is much more complex. It's conjugated as follows. Ich doe mich du dehst dich hien hat det sich mir doen eis dir dot ihrsch sie doen sich It's an irregular verb that is both reflexive and has a particle that's separated. Fierze is used to express the reason why we do something. Ich helfe den Patienten, für sich zu waschen. Ich helfe den Patienten, für zu essen. Ou alors für zu essen. Ich helfe den Patienten, für op Toilette zu gehen. The object, if there is one, is placed after für and the verb comes after zu. Für op Toilette zu gehen. Ich laustere de Patienten no. Ich kontrolliere. Ich schreibe op.
Ech machen de Leiit eng Pedikür. Ech gi mat de Leiit spazéieren. Froe fir ze stellen. 1. Wéi filt Dir iech? 2. Hu Dir eppes wéi? 3. Brauch Dir eppes? 4. Will Dir eppes ze trinken, ziessen? 5. Sollech urufen? 6. Hu Dir noch genug? 7. Also Dirch kaal, warm? E Rollstuhl, Rollstill. Ein Inhalator, Inhalatoren. Eng Pëll, Pëllen. Eng Mask, Masken. Before we finish, here is a bit more vocabulary. D'accident, d'allergie, de Bauchweh, de Bolz, d'Fever, d'Gesundheit, den Hausdoktor, d'Infektion, de Kopfweh, de Kine, d'Krankekäs, d'Krankheit, d'Atmung, d'Peng, d'Ploster, de Schwindel, d'Spidol, d'Stützstrümp, d'Urgence, d'Wärter, Durchenehen, Gefall, Infiziert, Opfällig, Zuckerkrank, Botzen, Desinfizieren, Frohen, Kachen, Massieren, Moosen, Obstoen, Röntgen, Schwachfallen, Schweißen, Verhalen, Waschen. Thank you very much for watching. And wann dir Frohen hut, stellt sie an de Kommentare.